Wenn das Weihnachtsfest jaft, der Geburtstag, der ein Jahr, der Familienfest, dann denkt man, ein Geschenk mitnehmen. Ich mir noch Geschenke kaufen. Die andere Person, die sagt, ich sie reit alle Geschenke kaufen, mir fehlt bloß das Geld, sonst habe ich alles reit, die Geschenke, die ich kaufe, bloß das Geld habe ich nicht. So, wenn man an Geschenke denkt, dann denkt man, wo kann ich einkaufen? Vielleicht war es geschafft, damit dann da, weil ich das nicht anders sage, aber Geschenke kaufen ist was sehr gut, aber das ist einfach eine billigste Sache, was man geben kann. Viele Menschen können was teurer geben als was einkaufen. Was bedeutet das? Die ersten Geschenke sind nicht die, was man mit Geld kaufen kann, sondern die, was man vom Herzen geben kann. Für eine Zeit mit wem verbringen, ein Dankeschön sagen, ein Lob. Das gibt Menschen, die sind bereit, ein paar Millionen für ein Fest auszugeben, die Fiesta, aber die sind nicht bereit, zum Beispiel zu sagen, danke für das, was du getan hast, das Jahr. Ich danke, du hast alle Tag Eter gemacht, meine Frau. Der Mann, du hast einmal gearbeitet, dass wir zu Eter haben. Du hast das getan. Dankeschön, Kinder, dass die so lieb werden. Dankeschön, Eltern, für das. Einfach anfangen zu danken und das Beste auszutrekken. So eine Geschenke zu geben, was nicht bloß begrenzt auf das, was man mit Geld kaufen kann, sondern eins, was nach deinem vom Herzen. Das Celsius mit Gott, okay, ich will Gott was Geld geben, dann wird er zufrieden sein. Das ist eine sehr schöne Sache. Und einmal war der Brückmann aus dem Programm, der für X Uhr, dem eins wird der Brückmann Geld. Bloß, das sind die billigere Sachen. Und das man kann auch noch bessere Sachen geben. Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 13, Vers 15, dass wir alle noch bessere Geschenke sagt, lasst uns das Opfer geben, in den Arm, für Lobpreis Gott alle Zeit. Also am Loben Preise. Jesus Christus, Gott, dem Loben preisen. Und uns Opfer soll sein, dass wir den Nächsten Geld tun. Alle Zeit Wohltaten tun. Denn dort sind die Opfer, was Gott gefallen. Dankbar sind in den Nächsten Geld tun. Geld tun, das mit uns kostet was. Kostet Zeit, kostet Energie. Aber wenn Sie in einer Welt positiv sind, ich mache ein bisschen mehr beweisen als der Nächste, weil ich beweise, dass ich mehr kann, dann habe ich wirklich verspielt, wie so eine diere Sache aus guten Momenten Zeit verbringen. Oder eins, wenn man eine Sache schreibt, oder andere bedeutet, hast du Geld gemerkt. Danke für das, was du getan hast. Danke für jene Sache. Das wird sich all weiter. Wenn ich mich früher zu viel lobe, durch meinen Mann, da wird ich auch zu stolz werden. Und so, wenn ich das nicht gelehrt habe, und ich sie zu quadratisch, dann wird nie lernen. Und dann wollte ich einfach nicht sagen. Ich will wieder mit das Bild leben, wenn es heilt, die Sache, dass man bloß kaufen. Wenn ich nicht kaufen kann, vielleicht nicht mal zum Fast. Ich will nicht haben, wenn ich kann nicht was kaufen, und ich will doch nicht das kriegen, was ich will. Und wenn ich nicht das kriege, und Geschenke und Geld, was ich will, dann wo ich die angehockt habe, und dann brauche ich nicht mehr reden. Er sagt, wir wollen trotzdem wieder, und ich will anfangen, dir Geschenke zu geben, die, die vom Hort kommen, einfach im Verhältnis mit Gott. Gott macht auch die Geschenke, wo wir dankbar sind. So manche Menschen haben sich dort angewandt, alle Tage eine Schlammbetungszeit der Hand. Also einfach setzen Schlammen. Und da steht, danke lieber Gott, einfach zu schlammen. Das ist der Drehte, das ist der heute, das ist der kompliziert, das tät alle nicht. Und das ist von uns, wenn ruhig war, ein schönes Geschenk für Gott und für den Nächsten geben. Wenn du eine Oase hast, wo es eine Wüste, wo du stehst, wo Wut ist, eine Oase, und du sind was am Horte geben, ist wichtig, Dankbarkeit, ein gutes Wort für den Nächsten, der einfach vom Hort kommt.